Hey Leute, ich habe mir einen guten Quirling geschnappt und heute spielen wir We Were Here Too. Pünktlich zu Halloween. Letztes Jahr haben wir bereits den Vorgänger davon gespielt, das Projekt findet ihr jetzt hier oben verlinkt. Das Ganze haben wir aufgeteilt in 2 Parts im Let's Play Format und zusätzlich kommt noch der Supercut auf meinem neuen Bаймare-Kanal online. Mich würde jetzt noch interessieren, wie lange habt ihr gebraucht für euren ersten Durchlauf? Und wenn euch solche Videos gefallen, dann drückt gerne den Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Viel Spaß! Wir brauchen wieder einen Roomname, Alter. Sitzpinkler. So, der Sitzpinkler. Ein weiter Friend. Wie viel geil, wie oben direkt wirklich fett Sitzpinkler steht. Oh mein Gott, ich dich gerade doppelt. Okay. Perfekt. Gemutet wird. Ja, okay. Warte mal, was ist denn das? Peasant Lord? Okay, muss ich lauter machen. Ja, okay, mach du den Lord. Ist cool jetzt, oder? Game is starting! Also ich hab schon so lange kopiert, er ist dem hier hergenommen. Kriegen wir wahrscheinlich wieder ein Intro. Jawohl! Skip. Wir haben natürlich wieder eine heftige Story. Aber diesmal sind wir zu viert. Moment mal. Da stimmt was nicht. Oder wir verlieren jetzt die anderen 2 auch noch. Die Leuchtfackel. Eine mysteriöse Festung. Und es beginnt so, wie das letzte Game aufgehört hat. Mit verschlossenen Türen. Oh ja, erstmal aufteilen. Das ist immer das Beste, was man machen kann. In so einer Situation. Für die Quote stirbt jemand, okay, Quirin? Er hört es wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, der Quirin stirbt. Also nichts für irgendwas, aber ich glaube, wenn so einer erwischt, dann er. Quirin wollte wirklich skippen. So, jetzt sind wir drin. Wir haben das Walkie-Talkie direkt in der Fresse. Okay, es geht los. Leute! Also zur Info, dieses Game hier ist ein Jahr noch We Were Here rausgekommen. Sprich 2018. Ja, We Were Here haben wir ja schon komplett gespielt. In 2 Parts. Einmal das normale Game und dann eine Bonusfolge mit den restlichen Achievements. Wir haben es auf 100% einfach gespielt. Lel, war nicht so geplant. Mal schauen, was wir diesmal machen. Es sind weniger Achievements, aber wir kennen das Spiel natürlich auch wieder nicht. Wir schauen mal, ob wir Kontakt aufnehmen können zum Quirin. Jo, Quirin, bitte kommen. Hallo Marvin, over. Hallo, ich bin Sitzpiece 1. Ich habe die mal kurz lauter gemacht. Kannst du mir bitte nochmal was sagen? Ja, hier professioneller Sitzpinkler Feeling am Start. Aber zu Befehle, over. Komplett übersteuert, ist das dumm. Over. Nein, ich hab Angst. Over. Also, gehen wir stark davon aus, dass du vielleicht irgendwo Symbole siehst. Ich sehe Symbole, over. Das ist gut, weil ich habe hier 3 Symbole, die nebeneinander sind, auf so Rädchen. Und ich glaube, ich kann diese Rädchen betätigen und somit die Symbole switchen. Also, ich sehe einen Raum, wo verschiedene Kammern sind. In diesen Kammern siehst du quasi Symbole und für jeden Raum gibt es quasi auch ein Symbol. Und in diesen Räumen sind so Kisten drin. Over. Wie viele Räume siehst du? Ich denke, es sind 6 Räume mit Symbolen. Oh. Scheiße, warte mal. Probieren wir das zu betätigen. Das ist ein Scheuter, Moment mal. Ich habe hier noch neben meinen Symbolen einen roten Scheuter gefunden. Du weißt schon, wie den Order, den wir lang rubbeln müssen hat, bis er explodiert. Ich betätige den jetzt einfach mal. Mal schauen, ob bei dir was passiert. Okay, bei mir ist was passiert. Und zwar haben sich die Symbole jetzt gedreht. Auf meinen Rädchen. Digga, ich habe keine Ahnung, was du mit deinen scheiß Rädchen sagen magst. Digga. Also ich denke, dass du mir irgendwie 3 Symbole durchgeben musst. Aber die Frage ist halt, welche ne?
Also ich konnte jetzt 3 Symbole geben, wo Kisten drunter sind, oder ich konnte Symbole geben, wo keine Kisten drunter sind. Ja, dann machen wir die Kisten, oder? Okay, dann wäre doch das erste Symbol so ein komischer Art Kronleuchter mit 3 Punkte drauf. Ja, ich siegen. Ich konnte, by the way, interagieren damit, aber ich weiß nicht, ob da was Schlimmes passiert. Probieren geht über Studieren. Nevermind, ich hab's nur näher anschauen können, lol. Das zweite Symbol ist quasi ein langgezogenes S und oben und unten sind quasi jeweils 2 parallele Striche. Okay, habe ich gefunden. Das dritte Symbol ist quasi wieder unsere aufgespießte Schildkröte. Ja, habe ich ja. Jetzt betätige mal den Schalter daneben. Aus dem königlichen Grab entkommen. Checkpot. Ja, Bro, ich glaube, das war richtig. Wir haben einen Checkpoint. Ja, ich bin im nächsten Raum. Das war jetzt quasi wieder so zum Raykämer. Das war relativ ähnlich zu manchen Sachen, die wir halt am ersten Teil schon gehabt haben. Aber ich glaube, ich habe hier ein Kerzenrätsel bei mir, das ist ein Buch vor mir. Ich habe... Lustigerweise habe ich 2 verschlossene Türen vor mir jetzt. Okay, ich habe auch ein Buch. Das müssen wir gleich nochmal durchlesen. Ich habe eine Tür und ich bin in einem großen Raum, wo 2 große, wie kann man sagen, ja, Banner aufgehängt sind. Einer links, einer rechts, einer blau, einer rot. Und da sind verschiedene Symbole drauf. Check ich, genau dasselbe habe ich auch. Ja, okay, dann schauen wir uns doch mal die Bücher an. I have never been as happy in my Oh life. mein Gott, das ist Englisch und es ist richtig räudig geschrieben. Nicht das Englische schwierigste, sondern eher gerade die Schriftart. Ja, verstehe. Also ganz ehrlich, ich verstehe nicht mehr die Hälfte, was da drin steht. Aber okay. Aber hast du bei dir irgendwo Kerzen? Alter, bei mir ist es übel die Love Story. Und Alter, weißt du, wie lost ich bin? Ich hab den Timer nicht gestartet. Ja, moin. Das ist schlecht. So, haben wir jetzt einfach den Timer. War eh nicht viel. 5 Minuten. Also Leute, das passt schon so. Okay, also du willst irgendwas mit Kerzen wissen, oder? Ich habe gefragt, ob bei dir irgendwie Kerzen sind. Ja, bei mir sind 2, 4, 6 Kerzen in einem Kreis angeordnet, die die anzünden können und ausblasen können. Das ist interessant, weil ich glaube, die Reihenfolge steht in meinem Buch drin. Perfekt, dann gib durch. Okay, er redet, aber ich höre nicht. Hast du gerade was gesagt? Ja. Okay, das ist irgendwie nicht durchgekommen gerade. Hast du ein oben und ein unten bei deinen Kerzen? Also weißt du, wo quasi Norden und wo Süden ist oder oben und unten? Bro! Oh mein Gott! Ich hab gerade nach oben geschaut in Hoffnung, dass ich irgendwas rausfinde. Und plötzlich ist da irgend so ein Schatten auftaucht und ist dann verschwunden und hat dann irgendwie komisch gelacht. Schau nicht nach oben. Ich schaue gerade nach oben und ich sehe da keinen Schatten leider. Bro, das erinnert mich direkt an die scheiß Marionette. Okay, ich schaue nur mal wegen Norden oder wie oder was, aber ich glaube, ich schätze einfach mal, dass Norden die Richtung ist, in die wir gehen müssen. Ja, okay, darf ich checken. Also, ich fange jetzt mal an. Die erste Kerze, die du anzünden musst, ist vermutlich die untere. Die untere ist A. Dann quasi, wenn du gegen den Uhrzeigersinn gehst, ist es die übernächste. Die ist A. Dann quasi die oben oder gegen den Uhrzeigersinn nochmal die nächste. Roger. Dann quasi nochmal eine weiter. Roger. Dann jetzt, wenn du das Ganze betrachtest, quasi wieder die rechts unten. Also von der Startkerze die nächste gegen den Uhrzeigersinn. Roger. Und die letzte, glaube ich, schaust du. Oh mein Gott. Die Banner leuchten jetzt. Ja, und was bringt das jetzt? Ich habe da verschiedene Symbole drauf, die jetzt eben leuchten. Und ich schätze mal, dass ich dir die jetzt durchgeben muss. Und ich weiß nicht, was du mit denen anstellen kannst. Ja, das weiß ich leider selber auch gerade noch nicht. Ich weiß nicht, siehst du irgendwo einen Kreis mit einem Kreuz darin? Jetzt warte mal ganz kurz. Ich habe jetzt eine Tür checkt und eine Tür, wo mir ist jetzt rauf oder aufgegangen. Und da habe ich jetzt wieder ein Buch und einen Schalter. Okay, dann checke mal das Buch ab. Und ich muss irgendwie den Altar anzünden durch so Kerzen und so ein Schmarrn. Du musst ein Altar anzünden durch Kerzen. Moment einmal. Ach du Scheiße, warte mal. Auf meinem fucking Banner ich kann andere Symbole anklicken.
Also ich habe 2 Bannerfarben, beziehungsweise 2 Bannerfarben mit jeweils einem Symbol. Welcher Farbe hast du und welcher Symbol? Also sag mir vor Ohren. Also ich hätte hier jetzt Rot und bei Rot ist es ein ganz weirdes Ding, wo du quasi... wie schreibe ich das jetzt? Ja, shit. Du hast quasi ganz oben ein Art U mit 2 Kreisen dran. Ganz in der Mitte von dem Ganzen ist so Kreuz. Links und rechts von dem Kreuz dann quasi auch wieder so U's, quasi wie so Hände mäßig. Und ganz unten ist auch wieder ein Kreis mit einem X drin. Oh mein Gott. Ich check's. Du musst mir das dann gleich nochmal durchgeben, weil ich muss diese Symbole verbinden zu einem großen Symbol machen. Oh mein Gott. Ganz innen, darf ich mal sagen, ist halt auch ein Kreuz. Und links und rechts von dem Kreuz ist quasi jeweils so ein U dran, dass es letztendlich ausschaut wie so 3 Fingerhand, keine Ahnung. Ja, soweit so gut. Dann quasi unten anliegend ist quasi ein Kreis, wo ein X drin ist. Ja, habe ich auch schon. An dem Kreuz über der Hälfte quasi, wo der Querbalken ist, nur mal 2 so parallele Striche. Und oberhalb davon ist auch wieder ein U, wo quasi jeweils 2 oder wo jeweils ein Kreis dran ist. Ja, das soll ja jetzt so passen, glaube ich, was ich da habe. Okay, dann gehen wir mal zu Blau rüber. Ich habe die Ingame-Mucke irgendwie aus Versehen ausgemacht vorher. War zu stressig. Innen drin, darf ich mal sagen, ist es so ein J, beziehungsweise so eine Art Angelhaken, wo quasi so Dreieck am Schwanz ist, also unterhalb. Und oberhalb quasi einfach nur ein Punkt umrandet mit einem Kreis ist. Ja, red mir weiter. Konzentrisch zu dem Kreis oberhalb da bei dem J ist quasi wieder so eine Art U, wo quasi auch wieder 2 Dreiecke jeweils dran sind. Okay, ich habe mal 4 Symbole miteinander kombiniert. Jetzt wirst du das mal nur mit durchgeben, um zu kontrollieren. Also letztendlich der Körper von dem Ganzen ist eine Art J. Unten an der Spitze von dem J ist quasi ein Dreieck. Oben an der Spitze von dem J ist quasi ein Punkt, umrandet von einem Kreis. Und quasi konzentrisch dazu ist ein U nach oben geöffnet, wo auch wieder Dreiecke dran sind. Und direkt unter diesem U ist nur so ein kleiner Querbalken, der wohl leicht nach oben, leicht nach unten geht. Ja, Dude, genau das Hobby. Ja, nice. Ich versuche mal irgendwas zu aktivieren oder sowas. Vielleicht funktioniert irgendwas. Also zur Not hätte ich auch einen Schalter, wo ich nochmal drucken kann. Dann leg den Hebel um. Ist bei dir irgendwas passiert? Die Musik war kurz leiser. Also ich habe dann irgendwie gemeint, dass was passiert ist, aber irgendwie anscheinend nicht. Scheiße. Ja, okay, dann darf ich jetzt einfach nur mal zu diesem Buch gehen, das ich da gefunden habe und dann mal kurz drauf schauen. Ja, ansonsten, wenn da nichts hilft, dann müssen wir nur mit die Symbole durchgehen. Wobei ich eigentlich bei den Symbolen relativ confident bin, dass die schon fertig sind. Also da steht jetzt sowas wie Phase 1, dass du deine ganzen Freunde da sammeln sollst und deine Gedanken und Körper erleuchten sollst durch das Licht der Kerzen. Sowas im Prinzip haben wir ja gemacht. Wir haben die Kerzen in der richtigen Reihenfolge erleuchten lassen. Phase 2 steht jetzt, dass du the Maiden, the Innocent Maiden, also das Dienstmädchen hervorbringen sollst und das Haar abschneiden sollst. Also ich hätte gern gesagt, das haben wir gemacht, aber irgendwie haben wir das nicht gemacht. Ja, das haben wir halt nicht gemacht. Da steht jetzt auch noch so, die Locken werden uns anketten an dieses erdliche Leben, dass wir nie mehr durch die Türen der Hölle gehen müssen. Okay, mit Anketten kann die jetzt verstehen, weil ich habe hier eben ich habe 4 Symbole eben aneinander ketten müssen, um ein großes Symbol draus zu machen. Also ich kann ja dir jetzt mal nochmal erklären, was ich da zusammengeschustert habe. Irgendwie schaut das ein bisschen aus wie ein Mensch, bloß nicht mit 2 Haxen, sondern eben mit einem Teufelsschwänzchen, ne? Dann die Arme praktisch nach oben wie ein U und da oben sind eine Dreiecke. Der Kopf ist ein Kreis mit einem ausgefüllten Punkt in der Mitte. Und dann hat eben nochmal ein Strich ungefähr auf Bauchhöhe, der von links oben nach rechts unten geht. Ja, das ist genau das, was ich da habe. Und die Farbe ist halt blau, oder? Die Farbe ist blau, weil diese Symbole, die kann die bei Rot gar nicht mal aneinander rein. Ja, okay, check. Dann erklär mir bitte, was du bei Rot hast. Also bei Rot ist ganz unten ein Kreis mit einem X durch. Dann ist darüber ein Kreuz, wo du schon gesagt hast, links und rechts
sind dann so wie so Hände mit 3 Fingern raus. Dann darüber irgendwie auch nochmal so 2 Striche, die so, ja, fast an Stern bilden. Darüber ist wieder ein U mit einem Strich in der Mitte, aber diesmal sind die Hände Kreise. Die 2 Linien, die fast einen Stern bilden, da bin ich jetzt noch ein bisschen skeptisch. Kannst du die ein bisschen detaillierter erläutern? Oder Bro, warte, ich glaube, ich weiß was. Ich habe eine Idee. Ich habe parallel gesagt, ja. Das war das Problem. Dann war er das. Oh mein Gott! Hier brennt's. Oh mein Gott, das Ritual ist gerade bei mir ein bisschen fortgeschritten, so schaut's aus. Okay, das war gerade gemein, weil die Symbole waren wirklich relativ ähnlich, aber ich verstehe jetzt, was da war. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Bei mir hat es mal bis Brenner angefangen, Pentagramm ist aktiviert oder so. Ja, also bei meinem Altar sind jetzt quasi 8 Symbole quasi außenrum. Ja, das wären vielleicht die Symbole sein, die ich da gerade zusammengeschossen habe. Das kann sehr gut sein. Ich hätte theoretisch auch so eine Art Reihenfolge, weil die so in einer Reihe miteinander verbunden sind. Ja, also sind da immer 4 miteinander verbunden, oder? Nein, es sind alle 8 auf einmal miteinander verbunden. In einem durchgezogenen Strich, der quasi Knicke drin hat. Okay, pass auf, dann lass uns mal versuchen. Konntest du die aktivieren oder sowas? Ich glaube, ich kann dort gar nichts aktivieren, ne? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass vielleicht so für dich so eine Reihenfolge ist, aber wenn du sagst, dass das nichts ist, dann scheiß drauf. Ja, ich suche halt jetzt irgendwie gerade, wo ich noch was aktivieren kann. Oder weiß ich nicht, aber ja irgendwie, es war halt schon geil, wenn ich da fett in dem Pentagramm drin stehe oder einfach irgendeine Opferung durchführe. Zwar mich selber. Lel. Aber du hast schon probiert, dass du in der Mitte stehst, ob da irgendwas passiert, oder? Ja, ich habe mich schon mal hingestellt. Oh mein Gott! Jetzt sehe ich es ja erst. Alter, okay, pass auf. In der Mitte ist ja bei mir so ein Pentagramm aufgezeichnet am Boden. Und in dem Außenkreis davor sind so Druckplatten am Boden mit Symbole, die ich betätigen kann. Wahrscheinlich kannst du mir die jetzt durchgeben, die wo hier irgendwie verbunden sind in der richtigen Reihenfolge oder so. Da hast du irgendwie einen speziell. Aber die sind jetzt irgendwie sehr schwer zu erkennen. Aber ich habe auf jeden Fall 2, 4, 6, 8 Stück. Das dauert sich aus bei dir. Aber ich wüsste jetzt keinen, der jetzt komisch, der jetzt irgendwie besonders raussticht oder sowas. Ich kann dir mal einen durchgeben. Und zwar ist das halt so einer mit einem Blitzpfeil und darüber sind so 3 Striche, die sich kreuzen. Das ist bei mir definitiv kein Startpunkt. Ich wiederhole, kein Startpunkt. Also einer von den 2 Startpunkten ist quasi ein senkrechter Strich, wo quasi eine Art Quadrat drin ist, quasi mit den Ecken. Hast du sowas? Jawohl, sowas habe ich da. Dann tritt er mal drauf. Okay, der Stein leuchtet jetzt. Ich glaube, du kannst mir die Reihenfolge durchgeben. Dann schau mal direkt gegenüber von dem Stein. Da müsste ein Stein sein, der quasi ausschaut wie so ein Fisch. Also quasi eine Art Quadrat, wo quasi 2 Enden so ein bisschen weitergehen. Ah, da kennst du nur das Minecraft Texture Pack Specs. Das schaut nämlich so aus. Perfekt. Alter, das gibt geile Vibes. Okay, perfekt. Jetzt ist doch hier so ein brennender Pfeil, brennender Strich, also die verbinden sich einfach, okay? Also wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, der nächste ist quasi der, wo du anfangs beschrieben hast. Der ist direkt daneben. Dieser Blitz mit den 3 Striche, die wo sich in der Mitte treffen, drüber. Der nächste ist direkt gegenüber wieder. Dann gehst du quasi auf die andere Seite also du kannst quasi nach links und nach rechts gehen und geh auf die Seite, die wo weg zeigt vom Start. Bro, was? Du bist ja vermutlich da gerade drauf zugegangen. Das heißt, du nimmst jetzt einfach die Plattform direkt rechts daneben. Okay, passt. Dann nimmst du quasi wieder die genau gegenüber. Dann wieder rechts daneben und dann wieder gegenüber. Okkultistische Auslese. War das Achievement gerade? Jo, geil, oder? Ich check immer noch nicht, wo mein Ausgang jetzt ist, lol. Vielleicht hast du nur Korn, sondern nur ich kann jetzt nur was betätigen. Ja, das ist ja ein Scam, das fühle ich nicht. Alter, ich habe jetzt auch noch mehr ein Buch. Und die Schrift ist noch beschissener. Die ist nur zu kleiner auch noch. Ich wiederhole, ich bin immer noch in dem Raum. Und der eine Raum, wo ich das Buch gelesen habe, ist jetzt zu. Ich habe einen Schalter aktiviert. Was für Schalter? Ich habe nichts gesehen. Okay, das macht nix. Oh. Nevermind, bei mir ist gerade eine Tür aufgegangen. Und sofort wieder zugegangen.
Ah, okay, ja, dann warte, muss ich den Schalter nochmal betätigen. Kurz Moment. Ich bin hier in einem Turm jetzt übrigens. Oder? Hä? Was ist passiert? Wo? Hä? Ich wollte gerade erklären, was bei mir eigentlich los ist. Oh Mann, ey. Bin in einem Turm, wollte wieder runtergehen, weil unten der Hebel war, weil du gesagt hast, der ist sofort wieder zugegangen an der Tür. Da hat man, ja, dann muss ich die schon wieder aufmachen. Geh runter, plötzlich sind die Treppen weg und ich fliege in Lava. Ah, ganz entspannt. Ja, weißt du, ich geh so nach unten, schau rechts so nach oben, den Turm rauf, auf einmal Boden weg. Retry. Es kann sein, dass das sogar das Ding auf Zeit wieder war. Ich hab da nämlich so ein bisschen Ja. ticken gehört. Okay, aber- perfekt. Dann let's go. Aber, oh scheiße, er ist weg. Okay, Quirin, bevor ich jetzt den Schalter aktiviere, ich kann dir gleich sagen, was als nächstes passiert. Und zwar gehe ich nämlich die Treppen weiter nach oben. Und dann ist da ein Kreuz mit verschiedenen Symbolen. Ich kann dann nicht weitergehen. Ich weiß nicht, was dann zu tun ist. Aber ich hab nicht mehr. Ich hab da nur ein Kreuz mit Symbolen, die kann ich vielleicht betätigen, was weiß ich. Mal schauen. Okay, Roger. Das heißt, du brauchst vermutlich irgendwelche Symbole von mir oder andersrum. Genau. Deswegen betätige ich jetzt den Schalter. Bist du bei der Tür? Ich stehe unmittelbar vor der Tür, ja. Okay, und los! Okay, wie schon gesagt, ein Kreuz. Du kennst so dieses Himmel- und Hölle-Spiel, wo man so entlang springt. Genauso ist das Kreuz aufgebaut. Mit verschiedenen geometrischen Formen drin. Ja, ich sehe das Kreuz. Ich hab quasi in der Mitte so eine Art Kreuz irgendwie und ich habe außen ein paar so Würfel, die ich da irgendwie reinlegen könnte, wo wahrscheinlich unterschiedliche Formen drauf sind, ja. Okay, perfekt. Denn genau in der, beim Kreuz links, da ist ein Kreis. Das schaut eher aus wie ein Kompass. Ja, okay. Ganz unten ist ein Fünfeck. Ah, scheiße. Warte, sorry, ich muss mir die alle einzeln anschauen. Das sind alles Würfel, wo quasi 6 Seiten haben. Aber ja, sorry, sprich weiter, beschreib den einfach weiter, sorry. Okay, gegenüber vor dem Kompasskreis ist ein Dreieck, das nach links zeigt. Gegenüber und nach links zeigen ist sehr schwierig. Ja, fuck, Bro. Wir werden gleich nochmal retrainen müssen. Auf jeden Fall ein... ja, scheiße, ist schwierig. Der fucking Zeitdruck. Okay, also schau doch mal bei dem Kreis, bei dem Kompass, ja? Geh einfach davor auf irgendeine anliegende Seite davor und platzier da ein Dreieck, das weg zeigt von dem Kompass. Ich glaube, ich habe gerade falsch eine Dolo. Weil auf jeden Fall sind da 2 Dreiecke, deren Spitzen aneinander zeigen. Und mein Boy, Game Over. Bei mir verschwindet gerade die Treppe unter mir. Hey Digga, ich check das Minigame, ne? Bro, ich habe gerade einen Stunt-Move gemacht. Holy shit. Ich bin... die Treppen, ich bin runtergefallen, aber bin dann seitlich wieder an den Vorsprung, wo die Tür eigentlich ist. Also wir haben es eigentlich verkackt. Aber du bist nicht gestorben. Ich stehe wieder an der Tür. Also am Anfang. Ich hab den richtigen, lol. Okay, also wie schaut es jetzt gerade bei dir aus? Meine Tür ist wieder aufgegangen. Aber der Würfel ist halt verschwunden. Ja, okay, dann eine Retry. Das was ich heute... Ich muss einen Würfel da reinschmeißen. Nur einer. Ja. Von 7 Stück. Achso, das sind verschiedene Würfel und ich muss dir sagen, wie der Das sind ausschaut. 7 verschiedene Würfel. Und Ja. ich konnte nur... Pass auf, ich weiß jetzt, wie der ausschaut allgemein. Also, ich habe im Prinzip den aufgefalteten Würfel. Ah, okay. Genau, so nämlich. Deswegen habe ich gesagt, ja, links ist da der Kompass. Ja, Bro, ich warte. Ja, ich habe erst da hingehen müssen. Also, pass auf, jetzt ist bei mir ganz unten der Kompass. Daneben ist ein, ja, Fünfeck. Digga, ich bin noch nicht mal in dem scheiß Raum drin, Junge. Ja, Bro, die Türen sind bei mir nicht offen. Hä? Was machst du von... Ich weiß nicht, musst du die selber aufmachen und ich hab aktiviert, ich kann nichts anderes machen. Ah, okay, jetzt ist aber eine andere Tür jetzt offen. Lol, jetzt siege ich das erst. Ja, pass auf, die Richtung von Norden, ne, ist Quadrat. Okay, das ist doch schon mal gut zu wissen. Dann im Westen ist ein Fünfeck, deren Spitze zum Kompass zeigt. Osten ist ein Dreieck, deren Spitze zum Kompass zeigt. Sollte passen. Ja, hast du denn vielleicht schon? Ah, du hast den, lol. Ist es schon offen, lol. Oh nein. Quirin, Nummerwürfel. Wir brauchen Nummerwürfel.
Was machst du mit Nummer am Würfel? Wir brauchen nur mal einen Würfel. Also Kompass, Norden vom Kompass, ein Fünfeck, die Spitze schaut weg. Bro, ich check nicht, wo du machst. Bei mir war nur eine Türe offen. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Ja, du kannst vielleicht noch nicht weiter, aber ich bin heute Weitergeber und du musst nur mal einen Würfel rausfinden. Sorry, ja, was ist der nächste Würfel? Kompass, nach Norden, Fünfeck, die Spitze schaut weg. Westen, Quadrat. Osten ist ein Dreieck, das, ja, nicht direkt wegschaut. Also, ne, nicht, also, ja, aber... Bin ready, geh raus. Perfekt, danke. Nur mal Würfel, nur mal Würfel. Digga, was ist das für Türen? Westen, Fünfeck, das wegschaut. Also nicht direkt wegschaut, weißt schon. Ja, okay. Gegenüber vom Kompass, auf der anderen Seite ist es Quadrat. Oh, perfekt. Oh. Digga, ich bin gerade echt ins Schwitzen gekommen, Mann. Aber war doch mega entspannt. Es ist nicht entspannt, wie die Mucke die ganze Zeit. Dung, 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 dung. Und die Treppen unter dir verschwinden, weil da Lava ist. Okay, ich kann schon mal sagen, ich kann hier aus so Waffenträgern verschiedene Waffen rausziehen und Schilder von der Wand runternehmen. Also bei mir war es die ganze Zeit so eine Art Treppenhaus, wo ich jetzt hochgegangen bin. Im Treppenhaus ist ein Schalter, den ich nicht betätigt habe und ich könnte jetzt in einen Raum gehen, aber Schiss, dass du die Tür gleich zugeht. Ich habe hier verschiedene, ich hab 4 Rüstungsständer, die wahrscheinlich mit jeweils Waffen und Schildern ausrüsten können. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal zurück und du den Schalter betätigen. Oh mein Gott, Marvel, bei mir könnte eine Wand auf mich zugehen. Ich hab da ein Radl, ich kann dagegen halten. Ich kann's aufhalten. Hast du was gesagt? Fuck, ich hör nicht. Fuck, ich hör dich nicht. Jo, Quirin. Es leuchtet zwar das Walkie-Talkie, aber ich hör dich nicht. Ja, ich höre dich auch nicht. Also du bist extrem leise, aber ich höre, dass du was sagst. Ah, okay. Ich weiß nicht, bist du Zoe oder nicht? Was machst du die ganze Zeit? Du kannst irgendwas machen, dass die ganze Zeit die Wand zu mir fährt und dann wieder nicht zu mir fährt. Ja, also, ich mach nichts, damit die Wand zu dir fährt. Ich halte die auf. Ah, okay. Da ist so ein Steuerradl wie auf dem Piratenschiff und das kann ich halt festhalten. Aber. Und du könntest theoretisch jetzt kurz die Rüstungen anpassen und dann wieder halten? Oder Ja. ist es danach... Ich habe schon ein paar Mal losgelassen wieder, weil ich versucht habe, ob das irgendwie damit zusammenhängt, ob ich... Ja, ich habe schon ein paar Mal die Wand wieder zurückfahren sehen, das war schon ganz praktisch. Also ich habe hier jetzt 4 Wappen und unter jedem Wappen ist ein Ritter abgebildet. Siehst du bei dir auch Wappen? Ich hab's Walkie-Talkie gerade aktiviert. Stark. Ja, das sind über den Rüstungsständern sind Wappen mit Symbolen drauf. Okay, siehst du da so eine Art Adler oder was das also ist? Ja, das Problem ist, die sind ziemlich weit weg. Ich müsste das Steuer loslassen. Okay, ganz kurz. Wenn du einen Adler siehst, der grau und schwarz ist, dann ist da ein Ritter, der in seiner linken Hand ein Schwert hält. Okay, aber wir vielleicht erst mit den scheiß Adler finden. Okay. Ich lauf mir los. Adler, grau-schwarz. Ja, schaut gut aus, Hobby, ja. Er hat in der rechten Hand keinen Schild und in der linken Hand ein Schwert. Wie weit kann ich die Mauer wieder zurückfahren? Ganz zum Anfang. Das ist immer ganz zum Anfang. Oh, geil. Okay. Haha. Digga, also wenn ich die anderen Schwerter anschaue, ist es krass. Okay. Ist es ein Langschwert? Also ich habe wirklich viele verschiedene Schwerter hier. Auf der Schnittseite hat er so 2 Zacken drin. Aha, okay. So 2,5. Ja. So ein paar auch rausgebrochene Ecken oder so. Ja, quasi. Also Und sonst eher lang und auf der anderen Seite eher gerade. Das ich kann gerade nicht die Waffen anschauen, die sind zu weit weg. ist klar. Aha. Okay, ich hab eins. Aber das ist Ohr rausgebrochene Zacke. Hast du das jetzt bei dir? Ja, ich hab's bei mir. Aber ich glaube, das kann das Falsche sein, weil ich habe auch nur andere Seiten, die ich abchecken kann. Seine linke Hand hast du gesagt, oder? Ja. Ich pack's einmal hier und schau auf die andere Seite nochmal. Ja, fuck, oder? Ah ja, ich hab's! Das muss sein. Aber warte mal, du hast gesagt, das hat nur Ohrschneideseite, oder? Ich hätte jetzt schon eher gesagt, ja. Also du kannst das Schwert natürlich immer vorne und hinten so hernehmen, klar, aber ich glaube, du hast gerade das Schwert von einem anderen Ding. Ja, keine Ahnung, Mann. Ja, dann erklär's mir nur mal bitte schnell, weil vielleicht haben wir mit dem falschen angefangen, Alter. Das ist schon echt scheiße gerade. So, jetzt schau Ja, wir ich können nochmal. da gerne... Ja, klar. Ah, wait. Ist das so ein bisschen säbelartig? Digga, wir sind halfway, Bro, wir sind fast durch. Ist das ein bisschen säbelmäßig?
bisschen. Warte, ich muss mir anschauen. Also die eine Seite ist gebogen, die andere recht gerade. Ja, könnte säbelartig sein. Okay. Also jetzt nicht stark gebogen oder so. Ja, genau, dann nicht stark gebogen. Die Rausbrüche oder so, die sind aber nicht tiefrei, sondern eher flach weiter außen, oder? Ja. Ja, dann glaube ich, hab ich ihn. Okay, das ist jetzt beim Adler vom Krieger linke Hand. Oh, jetzt muss ich den Scheiß erstmal wieder rausnehmen von ihm. Ah. Oh ja, das ist richtig. Die Statue hat jetzt Rodi Ang. Dann weiter zum nächsten, oder? Also ich dachte den gegenüber von dem Nemmer, das ist quasi so, boah, ich konnte nicht sagen, also ich dachte jetzt sagen, aufgrund von den Farben ist es halt so ein Stinktier. Wir haben so ja, schwarz-weiß. Lemur-mäßig ist das Ding wahrscheinlich, oder? Das eine ist ein Affe, so Pavian-mäßig, das andere ist irgendwie, keine Ahnung, was das ist, so Antilope oder was. Ich hab was. Ja, gut. Perfekt, hast du mir in der Zoologie aufpasst, oder? Scheiße. Ich muss mir anschauen, sorry. Digga, was soll denn das sein? Oh. Digga, es scheitert einfach am fucking Wappen, das ist krass. Also ist viel schon mit keine Hörner. Es hat keine Hörner, ne? Hat das Ding einen buschigen Schwanz. Ich würde sagen, das hat eher einen buschigen Schwanz, ja. Ja, perfekt, dann nehmen wir doch den. Schaut bei mir aus wie ein Lemur. Oder Schild. Oder Ich sehe schlimmer. ja. Ey, das regt mich so auf die Kacke. Ich lauf einmal nach vorn. Das ist echt. Aber jetzt wissen wir, was es geht. Also, bist du nur bei Schwertern oder kann ich dir auch Schilde geben? Kannst mir auch Schilde geben. Der hat ein rundes Holzschild Ja. mit quasi. Ich hab nur ein rundes. Haben wir schon. Ja, Entschuldigung. Das ist geil, weil die ist ich noch. Hat er in der rechten Hand. Okay. Ah, ne, aber meint, ich hab zwei Runde, aber das eine ist Holz, das andere nicht. Also, es ist definitiv Holz und hat quasi Metallaspekte drin. Rechte Hand, sagst du? Rechte Hand, ja. Das sind das bronzene Metalldinger. Nee, ist so runde? eher dunklere. Runde, aber Okay. eher dunkel. Na, passt, dann also haben wir's ich hätte eher stark gesagt so. Ja, keine Ahnung, bei mir schaut es vielleicht im Licht aus, als über den Lava. Und in der linken Hand hat er jetzt wieder ein Schwert. Das ist jetzt wieder ein bisschen interessanter. Mhm. So ein Streitkolben war halt jetzt recht einfach. Wenn ich dir jetzt so ein Kukri sag, Ja. hättest du da so einen gewissen Schwertkopf im Na sicher, Alter. Kopf? Klar, natürlich. Schau, ob du sowas in der Art findest. Kukri, das ist diesmal perfekt. Das sagst du ja gleich. Okay, das schon mal nicht. Ist da Zacke rausbrochen wieder? Ich sieh's nicht, keine Ahnung. Natürlich siehst du es nicht. Klar. Warte, pass auf, ich laufe nochmal kurz zurück. Zack, hier raus. Der hat auf jeden Fall unten auf der Hälfte vom Griff Zacken drin. Also wirklich Zacken. Ah, aber das kannst du. Bro. Ja! Bro. Jo. Oh, Digga. Ich muss mir umschauen. Ja, nehmen wir den mal einfach. Na, schauen wir mal. Oben ist so Kukri-artig auf jeden Fall. Ja, genau. Das Schwert hat er in der linken Hand. Ja, ist richtig. Geil, Mann. Stress. Ist geil. Gehen wir zur Antilope. Zur Wait. Du meinst die Antilope mit dem fetten Geweih? Ja, aber was anderes haben wir eh nicht mehr. Also wir haben nur den Pavian-Arsch. Du hast einen Pavian-Arsch. Ach, das ist bei dir der Pavian. Okay, check. Ein Schwert, wo quasi aus 2 Metallteilen besteht. Du hast oben das Hauptklingenteil, wo ein kleines Stück rausgebrochen ist. Okay. Und unten quasi nur mal so eine Art paralleles Ding, wo halt quasi fancy ausschaut. Okay, ich glaube, das fette Ding habe ich schon in der Hand gehabt. Ja, ich glaube, das habe ich schon in der Hand gehabt. Da, andere Richtung nochmal. Perfekt. Kurzen Moment. Ja, Digga, die Wand, die ist echt geisteskrank, Bro. Also dieses scheiß Rad zu betätigen, ist ja so laut die ganze Zeit. Bist du drin? Na, ich drehe nur mit dem Wand zurück. Okay. Ich gehe hier kein Risiko, ey, Mann. Kein Stress, wirklich nicht. Wir machen das safe. Natürlich machen wir das safe. So, rechte Hand ist drin. Jetzt hat er nur ein Schild. Nee, hat er nicht. Dann war es anscheinend das Falsche. Ja, stimmt, war das Falsche, weil ich wir haben eine linke Hand gegeben. Ja, macht Sinn. Kurzen Moment, ich muss nochmal dran. Ab sofort nur noch selbstgedrehte. Ja, Rauchen ist echt teuer. Wer redet denn von Rauchen? So, Mein ja, Gott. das ist richtig, perfekt. Und das letzte, ich kann jetzt wirklich nur sagen, das ist eine Streitaxt. Oh ja, perfekt. Da habe ich nicht Also so viel. legit eine Streitaxt, wie sie im Buche steht, in der linken Hand. Ja, da habe ich nicht so viel. Es ist so symmetrisch, oder? Okay, na, es ist auf einer Seite von der Axt quasi, aber es schaut halt schon Okay. krass aus. Okay, perfekt. Es schaut krass aus. Gut, das ist eine Beschreibung, mit der kann ich arbeiten.
perfekt. Na, ich hab mal doch ein paar da, weil wenn du sagst, die schaut krass aus, dann haben wir ein paar zur Auswahl. Okay. Du hast quasi auf der anderen Seite auch ein bisschen Metall, aber das ist jetzt keine wirkliche Klinge, was ich sagen darf. Das Ganze ist nach oben hin sehr stark geschwungen Ja, oder perfekt. sehr stark abgerundet, so Hops. Genau, in seiner linken Hand. in der linken. Jawohl. Dann kann man es jetzt haben. Das ist ein Scheißraum. Hey, ein Drecksraum. Und... Ja! Oh, thank Brenzlige God. Situation. Wir hauen die Achievements nacheinander durch. Kriegst du eigentlich auch Achievements oder wie ist das? Ja, ich kriege Achievements. Geil. Ah, geil. Okay, das war jetzt wirklich gut. Du hoffentlich mal kurz Zeitdruck jetzt. Ich habe auf jeden Fall einen Schalter, einen roten, aber ich kann ihn nicht betätigen. Interessant. Musst du mehrmals betätigen. Verschlossene Tür. Oh, oh shit, bei mir war fucking schwarzer Schatten, der gerade direkt neben mir gestanden ist und mir einen miesen Jumpscare gegeben hat. Oh, Dann ja, verpufft. ist bei mir auch schon passiert, genau. Boah. Diese Pisse. Also ich hab 3 Gemälde, 3 Bilder, Ja. die alle relativ ähnlich sind. Ich hab 6 Fenster, die dreigeteilt sind. Also ich kann dort die Teile einzeln rausnehmen. Vielleicht müssen wir irgendwie so musikartig die zusammensetzen oder so. Also bei mir sind 3 Fenster direkt vor mir, genau. Ja, dann muss ich die zusammenbauen, glaube ich. Zusammensetzen irgendwo. Ja. Du hast 6 Plätze, hast du gesagt. Ich habe 6 Fenster, die jeweils dreigeteilt sind. Und wenn ich die Dinger auseinanderbaue, dann kann ich die anders wieder zusammensetzen. Weil ich habe hier 3 Plätze mit jeweils 3 Slots, wo ich die zusammenbauen kann. Also das wird schon sein. Der linke Slot. Da ist bei mir ein König drin. Also ich fange jetzt ganz oben einfach Ja, mal das an. ist das beste König. Ja, ich habe einen König, okay. Ganz oben König, hat eine fette Krone, hat eine Halskette Schaut der RDJ-mäßig aus? Vom Bart her? vom Bart her. Ja. Perfekt, dann nehmen wir mal den. Weil das Problem ist, ich habe nur 3 Fenster auf einer Seite der Halle. Die müsste dann komplett wieder auf die andere Seite gehen. Ja, na, Bart ist schon so RDJ-mäßig. So kleiner Schnauzer und dann unten halt auch noch so ein Zwischending und unten halt ein bisschen. Der Bart. Der Bart, ja. Warte mal, schaut ihr auf die linke oder rechte Seite? Er schaut nach links. Aha, schau hier. Sein Kopf ist nach links gerichtet, so. Ja, er schaut nach links. Ich meine, die Augen, die sind ein bisschen anders. Ja, die Augen sind anders, aber. Ja, okay. Er ist nach links gerichtet. Ja, perfekt, weil dann haben wir ihn. Weil auf der anderen Seite ist fast der gleiche gewesen. Okay, check ich. Ah, da ist jetzt eine Dame, die ihren Kopf auf der linken Seite hat. Die hat einen blutigen Dolch. Ja. Hat die Augen zu? Die hat die Augen zu. Ist die blond? Hat die so Die einen Kranz ist blond. Hat eine Art Kranz oben. Läuft Blut aus ihrem So, Mund? könnte sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Blut sein soll. Ja. Die hat auf jeden Fall so eine Art Kleid an, wo so weiße Ärmel hat. So weiße. Ja, okay, na dann habe ich den schon. Das passt so. Wow, okay, das ist ist schwierig. wirklich krass. Wow. Das ist giga krass. Wow. Du hast 2 Bäume links und rechts, die aber keine Blätter haben. Ganz in der Mitte hast du quasi 4 Speere, hätte ich gesagt. Ja. Und links und rechts davon jeweils ein Schwert und Schild in so Okay. gelb-rot. Also ich hätte eine Vermutung, aber halt nur auf der einen Seite. Jetzt muss ich zur anderen Seite rübergehen. Ich platziere es schon mal. Vielleicht kommt dir dann irgendein Sound. Na, es tut sich nichts. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Das muss der sein, weil die anderen haben alle Bladel. Ja, dann passt. Beim anderen sind die Schwert und Schild. Körper ist nach links gerichtet. Ja. Der hat einen Art Helm auf, aber das scheint Ja. mir nach einem Tier, weil das zwar so Zähne runterhängend hat. Das könnte jetzt ein Bär sein, aber vielleicht ist da irgendwas anderes. Boah. Oh mein Gott, das ist wirklich schwer. Ich habe 2 ziemlich ähnliche. Oder warte, noch was Besseres. Hat der im Gesicht unterm linken Auge einen roten Streifen senkrecht? Im linken Auge. Unter dem linken Auge einen senkrechten roten Streifen. Also unter seinem linken oder von uns aus gesehen links? Seinem linken Auge. Dann denke ich nicht. Perfekt, dann hab ich ihn. Darunter ist eine Frau, die den Kopf nach rechts hat, rothaarig ist, einen Zopf hat, auch einen blutigen Dolch, auch weiße Ärmel. Sie hat den in der Hand, aber die Hand fasst ihm nicht, sondern liegt nur drauf. Okay, na dann hab ich's. Puh, ist anstrengend, gell? Ja, schon. Aber ist ja geil. Unten sieht man jetzt eine Art Teich oder See auf der unteren Seite und
direkt rüber oder dahinter sind ein paar Bäume jeweils. Ich glaube, ich haben, weil ich nur nirgends anders Teich gesehen habe, aber wir schauen noch mal rüber. Na, das passt schon. Perfekt, weiter geht's. Der Körper ist nach rechts gerichtet. Er hat wieder ein Tier auf dem Kopf. Er hat einen sehr langen Bart diesmal. Auch Vollbart. Hat unter seinem rechten Auge einen roten Strich. Oben, ja, wie du sagst, der hat diesmal einen sehr langen Bart, dann ist der länger als der andere. Ja. Ja. Genau, und das ist der rote Strich, den ich gemeint habe. Zu Kratos-Style. Eher ein Ritter, hätte ich gesagt. Mhm. Mit so Flügelhelm. Nee, mit Art Kronenhelm, hätte ich gesagt. Okay. Kopf ist auf der linken Seite, hat Pfeile in der Brust. Ja. In seiner linken Hand ein Schwert. Na, dann hab ich ihn schon. Ja. Direkt runter sind jetzt wieder links und rechts jeweils große Bäume ohne Blätter. Und mittig stehen 4 Bäume ohne Blätter. Ja, hätte ich da. Mir ist übrigens jetzt gerade erst aufgefallen, dass ich Vollidiot nie gesprintet bin. Das hat es, glaube ich, im ersten Teil nicht gegeben. Win the battle in the name of Amber Adelaide. What? Bei mir jetzt gerade geheißen, win the battle in the name of Adelaide oder so. Das habe ich schon auch gehört. Oh Okay. mein Gott, bei mir ist so ein Spui. Bei mir auch. Hast du ja schon so ein Spielfeld mit verschiedenen Ja. Feldern? Ja, ist ja nicht Schach, gell? Also, Ja, was zum Fick ist das? Ich konnte jetzt einen roten Schalter betätigen, soll ich's machen? ja, Ich das hab kann Schiss, dabei dass schon dann- schief gehen. Ich hab Schiss, dass wir instant verlieren. Wir haben aber einen Checker, Ja, das ist ein Neustart, oder? Fight for the king. Destroy the enemies. Soll ich wieder in den Raum Ja, so- zurückgehen und die Streitaxt nehmen oder was? Ja, ich dachte uns jetzt einfach mal ein bisschen probieren, so. Ja, konntest du irgendwas betätigen? Ah, Ja, ich oh, kann oh rumfahren. mein Gott! Du bewegst irgendwas und bei mir bewegt sie was. Ja, soll ich wieder zurück, Du ja? bist gerade straight auf einen Enemy zu und der ist jetzt irgendwie weg. Gerne mal eins vorwärts, geht es? Und jetzt 3 nach rechts. Perfekt. 2 nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5 nach links. Perfekt. 2 nach rechts. 3 nach vorne. Take down those towers and everyone in them. Oh, okay, okay. Wir müssen die Tower ficken, hä? Kannst du die bewegen? Irgendwie? Ja, die Tower. Bewegt die mal nach vorne. Ah, okay, ich habe mir schon gedacht. Weil jetzt hast du nämlich 2 Spielfiguren. Und ich muss die hier zwischen verschiedenen Steinen durchmanövrieren. Mit beiden Figuren. Okay. Ja, du machst es. Dann geh nochmal 1 nach vorne. Ja, das wird jetzt der Stress. 1 nach rechts. 4 nach vorne. 1 nach links. 1 nach vorn. Capture the Tower ist das geil, das ist so eine grüne Flagge jetzt drin und Nummer 1 nach vorn. Ah. Oh. Scheiße. Zu resetten? Oh nein. Oh, man muss gleichzeitig in die Tower drin sein. Das geht ja dann Digga, nicht. ich check gar nicht, was du gerade laberst, wirklich. Ja, du bewegst immer beide Figuren gleichzeitig. Was für beide Figuren? Ich hab da nur einen Ja, Knüppel. aber wir sind beide. Du bewegst beide mit einem Knüppel, Mann. Ja, aber wie zum Fick gehst du jetzt in eine Tower-Reihe, hä? Ja, reset mal. Na ja, jetzt gehen wir 3 nach vorn. Ja, 1 nach links. 1 nach vorn. Die Tower. My sons, attack the gates. So, und jetzt gehen wir in die Gates rein. Ja, was? Ich check gar nicht, was aufgeht, hä? Du wirst das singen und du wirst es feiern, Alter. 1 nach links. Nur mehr nach links. 1 nach oben. Ja, nicht. Aha. 2 nach rechts. 1 nach unten. Unten geht nicht. Sollen wir sagen, wir ein Team oder was? 2 nach vorn. 1 nach vorn. 1 nach links. 1 nach vorn. 2 nach rechts. 2 nach vorn. 2 nach links. 2 nach vorn. Oh! Nein, das Schlachtfeld sinkt sie ab! Ah, das passt, das ist richtig so. Okay. Wait. This was a trap. My sons, what have I done? Alter, das war geil. Aber für die war es irgendwie wack. Digga, ich komm noch nicht weiter, hä? Ja, ich komm weiter. Wait, komm ich weiter? Oh Ey, mein du Gott. Bot.
Da waren Sounds einer Marionette. Kuckuck. LOL! Da drüben ist eine Marionette. Wo? Ah! Oh mein Gott! Quirin, hilf mir, ich muss hier raus! Runter, links. Hä? Oh mein Gott. Ich will das nicht. Konntest du mal nur nach... Warte, stopp. Konntest du mal nur jetzt von dir aus nach links schauen Aha. und dann die ganze Zeit nach oben und unten meiner Ansage nachgehen? Ja, ich schau zu dir und dann... Oder wie, oder was? Nee, wenn du jetzt von dir aus nach links schaust Ja. und jetzt die ganze Zeit nur Pfeiltasten bewegst oder nur WASD bewegst, Ja. finde ich am einfachsten. Okay, machen wir so. Runter, rechts, hoch. Hoch, links, runter, links, runter, links. Ja, Bro, ich seh doch nicht, was hinter mir ist, Mann! Ja, du Spaß, Alter! Ey, ich weiß doch nicht, was hinter mir ist, Junge! Okay, check. Ja, aber das ist ja ein Giga schwierig. Egal, Alter. Nochmal. Ja, rechts. Geh im Kreis lang, geh nach außen, also jetzt links, runter. Nur runter. Ist nur runter. Links, hoch. Quasi einmal im Kreis geh. Okay, schau in der Richtung, wo du gehst. Kreis geradeaus, bis du an die Wand gehst. Dann gehst du quasi rechts, links, direkt um die Wand rum. Weiter, geradeaus. Ja. Nach rechts. Links. Raus. Ah, ich hätte zum Checkpoint rechts. müssen, oder? Nein. Ja, Oh. ja, ich weiß ja nicht, wo... Digga, ich sieh's nicht. Raus, links. Rechts. Oh, shit. Wenn du rechts kommst, dann gehst rechts. Und dann folgen bis zum Ende. Oh, Alter, das ist ja gigaräudig. Ich weiß nicht, wie ich das am besten erklären soll. ich sehe gar ein bisschen was, aber... Hä, aber siehst du bei Platten am Boden, welches aufleuchtet? Na, sehe ich nicht da. Oh mein Gott, Das ich das mein macht's immer- ja so viel schwieriger. Ich habe mal gemeint, ach, das ist ja irgendwie Checker oder sowas, keine Ahnung, aber... Digga, also eins davon leuchtet immer. Ja, das sehe ich halt natürlich Und- nicht, ne? Offensichtlich siehst du nicht welches. Holy shit. Ich denke mir die ganze Zeit, hey, nimm das doch einfach mit und du gehst... Ja, aber irgendwo muss der Twist jetzt sein, oder? Das kann dieser Alarm machen. Direkt falsch, Mann. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben sollte. Alter, das ist so stressig. Da war's gewesen. Ja, Mann. Ich bin so lasch mittlerweile im Schädel, ich heil nix mehr. Nichts passieren. Ne. Ne? Okay. Links raus. Rechts. Raus. Oh. Rein. Rechts. Sorry, zurück. Neben bleiben, genau. Dann rein. Rechts. Raus. Geradeaus. Schade. Digga, hä? Digga, das ist so räudig. Digga, ich kann so schnell die Route in meinem Kopf nicht planen. Ja, und ich kann nicht so schnell reagieren, wenn du was sagst. Das ist halt so... Okay. Raus, rechts. Raus, rechts. Kannst mir nicht merken, Mann! Das kotzt mich um, Mann! Rein, rechts. Raus, rechts. Raus, links. Rein, links. Rein, links. Raus, links, rechts. Raus, rechts. Ich habe eine Idee. Folgen. Wie war's mit einfach mal stehen bleiben und abwarten? Shit, no way. Okay. Weißt du, also manchmal, wir wollen aber auch die harte Tour, was? Das ist vielleicht unser Problem. Ja, ich check schon. Okay, die Strategie ist rein, links, rein, rechts, raus, links, folgen. Raus, links, folgen. Okay. Ey, das ist so viel entspannter, holy shit. Raus, links, rein, links. Rein, links. Rein. Oh! It's a trap! Labyrinthläufer. Quirin, Ja, bin sehr froh, dass es geschafft ist. Bist du gerade durch die Tür gegangen? ich bin wieder zurückgegangen, ja. Scheiße! Du hast mich gerade die Tür zugegangen und ich bin nicht dahinter jetzt irgendwie in so einem Käfig. So einem Gefängnis. Stark. Also hier ist wieder so eine Treppe, ich gehe da mal lang. Was tut er so? Warum spielt er E-Gitarre? Oh hey! Ich habe da ein paar Codes an der Seite oder ich kann einstellen, gewisse Symbole. Ja, bei mir sind da diese Rädchen. Bei dir sind die auch. Ja, bei mir sind da Rädchen auf jeden Fall. Ja. Da ist ein Pfeil auf jeden Fall auf der Seite, der leuchtet stark. Und ich weiß nicht genau,
Also ich kann nichts machen, tatsächlich. Ich kann dir nur sagen, was ich hier sehe. Was für ein Pfeil leuchtet stark. Hier. Oh, jetzt weiß ich... ich bin hier in einem Brenner drin. Das ist Lava. Mal wieder. Ist ja klar. Was denn da sonst? Wo ist der Pfeil? Ist der links oder rechts? Da, Ist der oben hier, oder unten? Hier. Auf was zeigt er? Auf was zeigt er? Jetzt schaut von oben nach unten auf ein Symbol. Das ist ein Dreieck mit einem Kreis, das nach unten zeigt. Aber Ja. diese 3 Rädchen, die zu betätigen sind da drunter. Also ich habe gerade das oberste Rad so hingedreht, dass du jetzt ein Dreieck mit Kreis ist nach unten sollst. Ja, dann mach's vielleicht mal nur mal, dann bis es bei mir ist. Nur mal? Nur mal? Nur mal? Ja, dann ist es offensichtlich nicht bei dir. Ich bin jetzt schon mal durch. Hä? Ja, dann ist es bei dir. Okay, dann dreh's nochmal zu dir. Ja, aber was ist dann... Kann Hey, ich dann aktivieren und... Ja, dreh's auf einmal zu dir. Hast du schon, oder? Ja, was steht zu mir dran? Das ist das Dreieck, das nach unten zeigt, mit dem Kreis. Und bei dir sind aber andere wie bei mir. Das Muss find ja, ich weil gestört. bei mir ist kein Dreieck mit Kreis. Wenn ich bei mir jetzt das Dreieck mit Kreis habe, was ist bei dir jetzt? Ein Kreis mit einem X. Und was dann? Das zweite? Also da drunter meinst du? Ja. Ein Viereck, also ein Quadrat und an der Seite davor 2 parallele Striche. Links und rechts jeweils. Trapez mit einem X zwischen, also dort durchgestrichen halt. Okay, was auf der anderen Seite ganz oben? Ja, das ist ein Parallelogramm mit einem kleineren Parallelogramm so an der Seite davor, also unten. Ja, das gibt's bei mir halt nicht. Shit. Ein großes Parallelogramm, wo ein kleineres Parallelogramm da drunter, also unten an der Linie dort ist. Gibt's nicht. Gibt's nur rechts davor. Oder Ja. das kleinere rechts Dann ist davor es vielleicht Quadrat oder so, keine Ahnung. Ja, was ist damit jetzt mittig? Ein großer Kreis mit einem Quadrat in der Mitte. Ja, okay, ist bei mir jetzt wahr. Ja, ist irgendwie ein Scheißraum. Ja, check ich. Wie weit ist die Lava? Was nicht, aber irgendwie fuckt mir die Mucke jetzt echt ab. Oh, man sieht schon die Lava, okay. Get fucked. Ja, Bro, keine Ahnung. Mach Vorschläge, was wir machen. Keine Ahnung. Dreieck, Kreis. Schön. Was zum Fick? Was hast denn du jetzt gemacht? Was zum Fick? Ja, genau, das Ding. Okay, das ist der Startpunkt. Okay. Okay, na war ja eigentlich ganz klar. So haben wir sie ja auch gemacht die ganze Zeit. Bloß was jetzt da zum Schluss passiert ist, keine Ahnung. Bei aller Liebe, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert hat. Naja, also, ne, der Startpunkt war ja, du konntest ja da anschauen. Ja. Kreis, Dreieck, ne? Dann hast du das auf deiner Seite so Hydrat. Und bei mir ist dann Kreis mit einem X gewesen. Dann hast du das da drunter so Hydrat. Na. Das Trapez mit X, das habe ich gerade wegdraht. Ich habe hier oben gerade 2x, 3x Draht. Oh mein Gott, halt dein Maul. Das ist es. Also das da ist es. Es gibt 2 verschiedene. Ich habe nicht das dort gehabt, sondern Oh das mein dort. Gott, das ist frech. Naja, aber jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ja, aber das Ding ist trotzdem nicht drunter, sondern rechts davor, hä? Das bei dir war rechts davor, du Idiot. Das da? Wo ist denn das drunter? Bro, du hast das falsche Hydrat. Natürlich ist das ja anders. Schau. Ja, halt dein Maul, komm. Also ganz klar liegt der Fehler jetzt da nicht. Ja, halt dein Maul, Digga. Ja, wir können das ahnen, dass so Ist genau der geht. Zeit oder du? Was zum Fick? Es geht jetzt weiter? Ich habe irgendwie wir so müssen noch- Finalstimmung jetzt gekriegt irgendwie, aber Wir müssen noch weitere, actually. wir müssen die Marionette nur besiegen, oder was? Der Timer geht weiter, das ist nicht gut. Du warst doch wie... Die Marionette! Okay, jetzt kommen wir Was hast du runter. durch? Da drüben ist nämlich ein Schalter. Genau, da kommt jetzt runter. Müssen wir hoch, oder was? Natürlich müssen wir hoch. So, weil da ist jetzt Beide. da ist da ein Schalter. Drück nach oben. Fucking Marionette. Warum bist du nicht mit hochgekommen eigentlich, Mann? Ja, ich hab Schiss vor der Marionette. Kann ich verstehen, ich hab weggeschaut. Ja, schick mich wieder runter jetzt. Ja, du musst schon... Ja. Ja, perfekt. Da ist die Marionette wieder. Die ist verschwunden. Wir sind auf jeden Fall vor dem Ausgangstor. Ich habe da gerade den Schalter betätigt, dann ist die Lampe gegangen. Da rechts, aber irgendwie... Ja, du warst aber auch nicht, was ich war's. Bist du jetzt auch runterkupft? Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Haben wir uns gerade gesoftlockt? Aber warum jumpst du denn auch Ja, runter, Bro, weil ich Digga? nicht gewusst habe, was Sache ist. Wir haben uns nicht gesoftlockt. Alles gut. Wow. Ja. Das war der falsche Weg, Mann. Sayonara.
Warum ist sie denn jetzt nach unten gegangen, Bro? Marionette hat keinen Bock mehr gehabt. Ach, die Drecksau. Ich glaub, weil wir beide drin waren und es zu schwer war. Das kann das sein. Digga, wir haben es halt gehabt, Mann. Ja, wir sind jetzt nur im letzten Raum, also nicht wo ich sind. Ich aber dachte, ich bin nicht smart, hab da diesen scheiß Knopf auch noch gefunden. Ja, hättest ja sagen können so. Was bringt jetzt so das Radl da? Ja, keine Ahnung. Nix. Bringt gar nichts. Draußen schneit's. Cool. So, und wie machen wir's jetzt? Ja, schick runter. Na, schicke mal runter. Nein, Bro! Hä? Ich bin wieder drin. Du sagst, ja, schick runter, dann geh ich so rein, wollte gerade klicken, auf einmal hast du schon geklickt. Digga, ja, du konntest ja unten auch klicken, Mann. Warum sagst du den so runterschicken, Mann? Hoppla. Ich verstehe, warum die Marionette uns nicht mag. Ich habe auch völlig inappropriate laut geschrien dafür, dass ich eigentlich nur mit dem Fahrstuhl runterfahre. Oh mein Gott, ich habe was gesehen. Wie ich auf meinem Fahrstuhl aufgefahren bin, war das Ausgangstor offen. Wie ich rausgegangen bin aus dem Tor, aus dem Fahrstuhl, ist das Tor zugegangen. Oh mein Gott, Quirren. Da oben ist nur mehr Schalter. Ganz oben? Ja, da war nämlich nur die Marionette. Die hat sich jetzt wieder verpisst. Schau mal hier. Das sind 2 Lampen, ey. Für je vorhin mal hier gekommen bin, waren da 0 Lampen. Dann habe ich den Schalter betätigt, dann ist eine Lampe gegangen. Jetzt haben wir wahrscheinlich den Schalter unten wieder betätigt, dann ist die zweite Lampe gegangen. Ja, wir müssen hier die ganzen Lampen nur aktivieren, damit es ausschaut wie auf dieser linken Seite. Und dann, glaube ich, können wir beide raus. Glaubst du actually, dass linke Seite ich bin, rechte Seite du? Weil Nein. ich habe in dem Run schon definitiv so viel Schalter aktiviert. Nö, das glaube ich nicht. Ich glaub, dass die jetzt hier nur irgendwo verteilt sind. Ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel da noch weiter runterfahren muss zur Lava. Und da ist auch noch mehr Schalter, können wir vorstellen. Während der andere No way. dann kurbeln muss, weißt du? Damit man nicht ganz reinfährt in die Lava. Ja, okay, kann schon sein. Dann fahre ich mal kurz 2 mehr runter. Und dann schauen wir mal. Okay, ich bin bei dem Schalter. Ist oben mal. Hast du aktiviert? Ja, ist oben mal Lampe gegangen. Nö. Servus! Es geht ab, Alter. Aktivieren. Ganz ans 3. Ich habe einen Soundcard, einen guten. Wir müssen echt nur die Schalter finden. 2 brauchen wir noch. Ja, aber irgendwie müssen wir halt das Tor aufmachen oben noch. Irgendwas muss das mit der scheiß Kurbel zum Tor haben, mit dem Steuerrad. Ich muss langsam mal echt heftig aufs Klo. Konntest du jetzt mal das betätigen? Was, die Kurbel? Ja. Ja, da passiert ja nichts. Das ist irgendwie wacky wack Arsch. Ey, das gibt's ja nicht, Mann. Weil ich konnte da unten klicken. Ja, das habe ich auch schon versucht. Wie weit bist du runtergefahren, oder bis ich runtergesprungen bin? Ja, nevermind. Ja. Und abgerutscht. Yeah. Mach ich sie Weg wieder rauskommen. Wahrscheinlich müssen wir es nur mal spielen und alle Schalter einfach im Run aktivieren. Wo sind denn sonst die Schalter? Immer irgendwo seitlich? Irgendwas klackert. Ein bisschen weiter weg, aber irgendwas klackert. Kirin, bin gleich wieder da. Na, no way, Bro. Das glaube ich nicht. Was glaubst du nicht? Das kann nicht sein. Was denn? Das kann nicht sein, Digga. Nicht schon wieder. Doch. Ich wollt's am Anfang schon sagen. Mann. Ich wollte am Anfang schon fast sagen, so, yo, du erinnerst dich doch an das Ende vom ersten Teil. Wir sehen uns. Ja, witzig. Beziehungskiste. Oder was? Gab es einen anderen Weg. Oh mein Gott, du stehst, wie du so da stehst, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Oh, Gänsehaut. We were here too. Ja, in knapp 2 Stunden haben wir das geschafft. Ich fand es sehr geil. Bloß das jetzt, das mit dem Ende mit den Schaltern fuckt gerade ein bisschen ab. Das ist, glaube ich, echt irgendein so ein Secret Achievement oder so. Schau ich mal kurz in die Achievements-Reihe, oder? Ich sag mal so, ich habe jetzt genau 50%. Ja, same. Versteckte Errungenschaft. Ja, das sind die 10 Scheißknöpfe, sagen wir ehrlich. Vertauschte Rollen? Wie schaut's aus? Können wir machen, ja. Sehr stark, sehr stark.